Servus und grüßt euch, ich bin Miss Britschen und heute erzähle ich euch einmal was über Manspreading. Manspreading, bohrisch, Haxen auseinander. Wenn Männer ihre Haxen spreizen, erst recht im Bus oder sonst wo, um Platz für ihr Pipperls machen. Vor allem die neumodischen Feministen führen sie auf, dass die sind überfüllte Busse und Züge zu viel Platz wegnimmt. Die Weiber fühlen sie dann auch noch deswegen scheiße, weil ihnen ja immer schon gesagt worden ist, dass sie sich so unauffällig wie möglich verhalten sollen, Männer aber halt schon immer beigebracht wird, dass sie ihre Männlichkeit präsentieren. Immer und überall. Wer es noch nicht mitgekriegt hat und einer von den Glücklichen ist, der das alles irgendwie, ne, dem das alles am Arsch vorbeigeht, der sowas vor allem noch nichts gehört hat, dem möchte ich heute mal was übers Manspreading erzählen. Ihr fragt euch jetzt, was zur Hölle ist ein Manspreading, hä? Manspreading ist, wenn Männer mit gespreizten Beinen sitzen. Also normal halt, ne? So, also nicht jetzt so auseinander, sondern halt normal. So, dass halt Gackerl schön frei hängen, weißt? So, das ist Manspreading. Ich hab das auch bis vor kurzem gar nicht gewusst, dass es den Begriff gibt, den haben aber anscheinend ein paar von den Femnazis in die Welt gerufen. Und ich hab mich gleich aufregen müssen. Weil jetzt einmal ganz ehrlich, ich mein, erstens einmal, man erfindet einen Begriff dafür, dass Männer Taxen auseinanderhalten. Was die halt dann damit Gackerle nicht eingezwickt werden. Weißt, das ist eigentlich ganz logisch. So. Und dann sich aber zusätzlich noch drüber aufregt, dass die das machen, dass das ja ein Angriff ist auf die weiblichen oder auf die weiblichen Mitbewohner oder Mitfahrer oder mit existierenden Dingen, ne? Wenn ich also jetzt in Assi gehe und im Bus fahre zum Beispiel und mir hockt einer gegenüber, ein Mo, einfach mit seinen Haxen auseinander, damit er sich seine scheiß Eier nicht einzwickt, dann soll ich mich also angegriffen fühlen oder sexuell belästigt, weil er jetzt mir damit vermittelt, dass ich ja eine mindere Persönlichkeit bin oder ein minderes Lebewesen oder so ein Scheiß, weil mir ja von klein auf eingetrichtert wurde, dass eine Frau ja nicht mit gespreizten Beinen rumsitzt, weil das sind sich ja nicht für eine Frau. Und deswegen muss ich jetzt halt auf Männer losgehen, weil die Weiber mir ein Leben lang eingeredet haben, dass sich das nicht geziemt für eine Frau. Was soll denn dieser Scheiß eigentlich? Haben wir denn keine anderen Probleme mehr in unserem scheiß gottverdammten, ach so tollen Leben hier? Haben wir nichts anderes mehr außer diese First World Problems, die wir uns tagtäglich selber kreieren müssen? Wie zum Beispiel gottverdammtes Manspreading, Haxen auseinander. Was ist jetzt da so schlimm dran, wenn sie der seine Eier nicht zwicken will? Weiber hocken in der Regel nicht so breitbeinig da und weiß es nicht mein. So, ich meine, es gibt Männer, die hocken mit überschlagenen Beinen da. Sagt überhaupt keiner was. Aber es gibt halt auch Männer, die hocken halt in der Regel nicht so da. Es gibt auch die Arschlöcher, und das finde ich jetzt halt wirklich, die, was ich hier hocke, so wie, da bin ich, schau mal, schau, da hab ich meinen Schwanz zwischen die Haxen. Die mache ich auch nicht, aber das sind halt einfach Arschlöcher, weißt? So, muss man halt damit leben. Gibt's auch. Aber, ich hab Videos gesehen auf YouTube, ich werde es euch nicht verlinken, ihr könnt selber. Da hockt ein Mo, oder ein Bo, ein Mo, also ein Bub, also ein 20, 25 Gleicher halt. Hockt dann ganz einfach mit Haxen so geradeaus auseinander, dass halt vielleicht so viel Zwischenraum zwischen seinen Haxen ist, vorne bei den Kniescheiben, ne? Dann hat schon einer sich aufgeführt, dass das ja Manspreading war. Ja, sag einmal, wo haben wir den eigentlich? Sag einmal, was ist denn da los? Sag einmal, ganz ehrlich, solche Leute, ich mein, ja, ich bin auch eine Frau, ja, ich bin für Feminismus, ich bin für Gleichberechtigung oder halt, was weiß ich, ne, dass jede Frau die gleichen gleichen Rechte hat oder sonst was, da lass ich mir drauf eingehen, aber wenn ich mit so einem Scheiß anfange mit, Manspreading und der ganze andere Gott, was noch anfangen zur Zeit, was einfach keine Sau mehr erträgt, was sich jeder normal denkende Mensch bloß noch ans Hirn langt und sagt, oh Gott, na, wie kann denn bloß sowas jemand denken? Und dann muss man sich nur die anderen Deppen anschauen, die sagen, ja, recht hat's er, gell, also was soll denn die Sauerei, dass der einfach seine Haxen auseinanderhält, ja, aber haben wir noch, hä? Ja, also da fühle ich mich ja persönlich angegriffen. Warum? Warum fühlt sich jemand persönlich angegriffen, bloß weil eine andere Person Haxen auseinander hat, damit er sich seine scheiß Eier nicht einzwickt? Wenn deine Eierstück Asser hängen daran und du nicht irgendwie Kaxen überschlagen kannst, du hast schon so weißt, sonst weh daran, dann daran, wie darfst du dich fühlen, wenn jemand herkommt und sagt, na ja, das ist aber Womanspreading da, hä? Ja, was glaubst denn du, wer du bist, dass du deine Haxen auseinanderhältst, was damit deine Eierstück da nicht zusammenzwickt werden? Also, weißt, so eine Scheiße, was soll denn das?
Ich frage mich echt, was soll das? Haben wir nicht genügend andere Probleme auf dieser gottverdammten Welt, als uns darüber aufzuregen, dass die Männer Haxen auseinanderhalten? Ja, mein Gott, ne, was ist aber das auch für Schlimmes? Also ich kann nachts nicht schlafen, weil mir denke, irgendwer auf der Welt hockt jetzt am Moment gespreizt die Haxen. Das macht mich fertig, macht mich das. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich gehe jetzt dann bald zu meinem Psychiater. Weißt? Weil ich einfach überall sicher von meinem inneren Auge sicher überall die Männer, die mit gespreizten Haxen dann hocken, und ich fühle mich so angegriffen. Ich fühle mich einfach so belästigt. Weil ein Mann Eier hat und ich hab keine. Ich hab bloß meine Eiersteck innerhalb und bloß eine innerhalb sein, hab ich nicht das Recht, breitbeinig da zu hocken. Was soll der Scheiß? Ganz ehrlich, was soll der Scheiß? Und dann siehst du immer diese ganzen fetten Feministen, Nazi, Schwein, Arschlöcher, Weiber, Britschen umeinander hocken, weißt? Eins habe ich vor Augen, jetzt gerade ein Video so, oh, ich stehe auf, ich werde getriggert. Ich mache meinen Kaffee, ich bin getriggert. Ich schaue Fernsehen, ich bin getriggert. Ich gehe im Bus, ich bin getriggert. Ja, ich bin auch getriggert durch solche Scheiße, wo bloß nur links und rechts auf mich einprallt, vor solchen Leid wie dir. Was soll denn das? Kann man keinen normalen Menschenverstand mehr einsetzen und sich denken, hey, also das ist jetzt echt nicht ein Problem, was man haben sollte, gell? Vielleicht kümmert man sich um andere Sachen. Sowas wie zum Beispiel, oh, es gibt bei uns ein Haufen Leute, die tagtäglich irgendwie draußen in der Kälte hocken und keine Wohnung über dem Dach haben. Keine Wohnung über dem Dach. Kein Dach über dem Kopf. Du weißt schon, was ich meine. Oder hey, wie war's mit dem Hunger in der Welt? Oder hey, wie war's mit irgendwelchen komischen Konflikte in sonstige Länder? Oder was weiß ich? Na, wir müssen sich darüber aufregen, dass wir nicht Haxen auseinanderhalten. Weil wir sonst kein Scheißproblem in unserem Leben haben. Weißt? Es reicht. Manspreading ist der letzte Scheiß. Und jeder, der sagt, ja, also das verstehe ich, dass da so reagiert wurde, weil der hat ja offensichtlich seinen Man gespreadet. Ihr seid einfach bloß zum Scheißensblöd und ich bin froh, dass ich solche Leute wie euch nicht kenne und mich nicht tagtäglich mit euch beschäftigen will. Und wenn ich euch kennen sollte, und ich finde das auch so, dann war das das letzte Mal, dass wir miteinander geredet haben. So schaut's nämlich aus, weil ich nämlich diese hirnrissige Scheiße, die heutzutage bloß noch verzapft wird, nicht mehr unterstützen werde. Ich weiß, dass ich allein nichts ändere, aber wenigstens habe ich meine Meinung gesagt, so. Und wenn's ihr euren Scheiß trägt, der einfach bloß frei erfundene irgendwas Scheiße ist, bloß weil ihr sonst keine Hobbys habt, vielleicht sollt ihr euch mal ein Hobby zulegen, sowas wie Briefmarken sammeln oder häkeln oder Perlen sticken oder malen oder irgendwas oder anderen Leuten helfen, bevor ihr euch so von jedem leglichen Scheiß angegriffen fühlt. Da habt's meine Katze gesehen, die hat eindeutig ihren Schwanz in die Kamera gehalten. Also ich fühle mich ja jetzt sexuell belästigt durch meinen Kater. Ich glaube, ich sollte eine Initiative starten, gegen Katzen, die ihre Schwänze einfach so in die Kamera halten. Das ist nämlich jetzt mein Ding. Ich fühle mich offended, ich werde jetzt halt noch bloß noch von Katzen und ihren Schwänzen drämmen. Es tut mir ja echt leid. Es tut mir leid. Also, Manspreading, der letzte Scheiß, genauso wie viele andere Sachen, die Feminazis in die Welt setzen. Der letzte Scheiß. Wenn du der Meinung bist, Manspreading ist was, wo man sich wirklich drüber aufregen muss oder sonst was, oder überhaupt denkst, Manspreading ist ein Begriff, der tatsächlich existieren sollte, bitte geh ganz weit weg. Ganz weit weg, damit die all die normal denkenden Leute nicht mehr da dran sind. Gründet doch irgendwie so eine Feministen-Kommune oder Ghetto oder was auch immer, so ein, genau, gründet eine Feministenkommune. Da wird ihr alle miteinander dann Hockerkinds und Fröserkinds, dass kein Mo seine Haxen auseinanderhält. Das könnt's machen. Bitte, aber schleicht euch. Schleicht euch einfach, bloß keiner will euren Scheiß hören. Bei den meisten Leuten steht's nämlich bis hier. Und die wenigsten machen es mal auf. Nicht, weil sie sich denken, oh mein Gott, und da kommen Diskussionen, da habe ich ja Angst davor. Nein, die wenigsten Leute machen es mal auf, weil sie sich denken, da muss ich ja mit solchen Arschlöchern auch noch diskutieren. Nein, den Scheiß tue ich mir nicht an. Das tue ich mir nicht an. Aber nicht mit mir. Ich hab genug. So, servus. Servus, Dankeschön fürs Zuhören, Eier missbritschen, bis zum nächsten Mal. Macht's es gut, habert ihr. Singen wir müssen die Titten nassen, glaubst du das?